So. Leider kommt das Video, was ich eigentlich für gestern versprochen habe, leider heute raus, weil gestern gab es technische Probleme. Ja, aber trotzdem würde ich mal sagen, starten wir. Ich habe ja gesagt, dass ich wahrscheinlichst erklären werde, wie ich das mit 2014 gemacht habe. Ich zeige es nochmal. Achtung, gleich kommt da 2015 raus. Es dauert nur. Jetzt da. So, jetzt dann machen wir mal auf. So. So. Also. Ich habe hier einen Kommandoblock, der kopiert hier 2015 hin. Mit dem Befehl clone. Da habe ich. Mit dem Befehl clone. Klone ich. Hier hinten habe ich es aufgestellt. Klone ich hier den 2014er. Dazu gehört zuerst die untere Ecke hier angegeben. Die Koordinaten von der Ecke. Und dann die Koordinaten von der Ecke hier oben. In der Luft dann halt. Damit er weiß, was ich habe. Wenn ich jetzt dann aber einen Würfel habe. Dann muss ich diese Ecke hier angeben und die schräg gegenüberliegende obere Ecke, also die hier angeben. Und dann noch den Zielort. Als Zielort gebe ich nur eine Koordinate an. Und das ist die links untere Ecke dann. Ich habe diese Koordinate hier angegeben als Zielpunkt. Das Ganze schaut dann so aus. Das hier sind die zwei Ecken. Das ist der Startpunkt und das Replace bedeutet, machen wir wieder jetzt noch ein So. Das bedeutet, dass alle Blöcke, die auf dem Ziel sind, ersetzt werden. Luft wird mitkopiert. Okay? Dann habe ich eine irrsinnig lange Verzögerung. Bis zu dem, das sind dann halt die Startkoordinaten von 2015. Und so ersetzt das dann. Die genauere, also es gibt eine Minecraft-Website, das ist alles genau beschrieben. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ja, aber es ist nicht das einzige heute, was ich vorhabe. Ich habe auch was anderes vor. Ich habe mich jetzt nämlich mal wieder mit Clocks und so gespielt und Speicherzellen. Und da habe ich so eine Art, wie soll ich sagen, Musikmaschine entdeckt. Der hat einen ganz komischen Tag. Hört's mal hin. Jedes zweite Mal geht der zweimal. Ich kann die ganzen auch verstellen, indem ich ein paar Mal draufklicke. Das klingt jetzt schon ein bisschen komischer. So, und jetzt da zeige ich euch, wie man das Ganze baut. Als erstes braucht ihr eine Speicherzelle. Falls ihr noch nicht wisst, wie die geht, ich zeige sie euch jetzt. Zack. Zack, zack. Und zack. So, weil wenn ich jetzt hier ein Signal habe, dann bleibt es dort. Und wenn ich hier ein Signal habe, bleibt es dort drüben. Okay? Ich hoffe, es ist verständlich. Die Idee ist nicht von mir. Warte, mal schauen, wie ich das gemacht habe. Okay. So. Das ist der hier. Mit einer Verzögerung dann zu der anderen Seite. 2, 3, 2, 3, 2, 3.
So. Dann haben wir so, die zwei hier verbunden. Lange Verzögerung. Sagen wir mal. So, das Signal müsste jetzt da drüben sein. Jetzt wechselt es auf da drüben. Das heißt, man kann noch eine Verzögerung reinmachen. Der hier ist ganz wichtig, weil sonst gibt es eine Rückkoppelung. Gut, aber nachdem ich es dann auch wieder in die andere Richtung haben möchte, mache ich den ganzen Quatsch jetzt dann noch. So, dale. Da muss auch eine Verzögerung sein. Und schon. Hm? Ah, da. So, jetzt dann darauf. So, da die Notenblöcke hin. Okay, das ist jetzt irgendwas anderes, aber was habe ich denn falsch gemacht? Mal schauen. Okay, jetzt habe ich noch was Neues entdeckt. Kann auch einmal passieren. Ja gut. Ich wollte eigentlich das nachbauen, aber das, ja, ist sogar noch ein komischerer Takt. Aber ich schaue jetzt mal ganz genau, da könntest du nachbauen. Da so, zack. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mal schauen. Vielleicht kommt ihr drauf, schreibt es in die Kommentare, falls ihr drauf kommt. Und ja, jetzt zum Schluss möchte ich euch noch meine Kettenreaktion zeigen. Ich werde da unten im Brunnen, habe ich einen Eingang, da werde ich eine Lore hinsetzen, hier. Und dann raus. Und dann kann ich hier die Lore wieder abholen. Hier. Fragt euch sicher, wie das geht, aber es funktioniert auf jeden Fall. Da habe ich ein bisschen getüftelt mit dem Kaktus. Damit die Lore sie wird hin. Aber das Problem war, der Kaktus macht ja Items auch hin, dass ich dann gleich wieder wegschiebt, die Lore. Also das Item. Das war ein bisschen kompliziert. Na gut. Jetzt brauche ich noch eine Lore. Gut. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja. Schauen wir gleich. Ah, der Kaktus ist da jetzt auch rausgekommen. Wahrscheinlich, weil da jetzt der Kaktus gewachsen ist, oder was? Puh, hab keine Ahnung. Wurscht. Lassen wir noch eine fahren. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt schauen wir dazu. Okay. Ah, jetzt habe ich's. Ich habe hier keine Mauer gemacht. Hier. Gut, jetzt habe ich da wieder ein Problem. So, ist auch schon behoben. Habe hier keine Mauer gehabt. Ja, kann auch einmal passieren. Gut. Noch einmal. Neustart. So, jetzt der Chuck. Jetzt ist sie da drin. Jetzt
wird's da ausgespuckt. Und jetzt geht's über diesen Item Elevator darauf und dann da runter. Dann ist sie hier zum Abholen. Zu dem Item Elevator gibt es ein Video, es ist nicht von mir. Der Link wird in der Beschreibung sein, glaube ich. Ja, mache ich. Das war ein bisschen Arbeit. Durch den Sensor geht's zuerst zu, dann fährt die Lore rauf. Dann geht der Kolben rein, die Lore fällt darauf, wird kaputt und gleich danach wird es wieder rübergeschoben. Da habe ich das Signal. Als erstes nimmt es einen kürzeren Weg, geht hierher und gleichzeitig nimmt es auch den längeren Weg. Hier. Und das muss dann halt genau abgestimmt sein. Wenn ich da was verstelle, dann klappt das Ganze nicht mehr. Glaube ich halt, ja. Gut. Ich glaube, das war's alles, was ich euch zeigen wollte. Ja? Ich freue mich dann schon aufs nächste Video, was ich mit euch machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann auf Wiedersehen!